Kapitel 2 De Mann in den Park. De bol zam een dergelijke laf als de op mij kwam, en ik spoot me met een rechten uitgestrekten arm den bol zijn trei te knallen. De bol vloog langzaam boven den kop over mijn vriend Glenn Murray, wat een lichthoher Südafrikanischer Tennisspeler war. De bol war so hoch, dat Glenn dacht, der wir allemaal sputen, zij spoot zich nicht mal naar den bal. Irgendwo aber drehte sich und fall doch grutzbeinahe den Strick. Ich kann das nicht glauben, sagt Glenn mit seinen dick südafrikanischen Wiederudruck, als kijkt wo de bal weer abgekommen. Nächstes Mal wird die dort nicht so gleich. Das heut. Lass uns erst mal mit Butter trinken, aber wir noch ein Game spielen, ne? Das hat sich nen Plan. Sie reicht und plumps mir da ein von den Staller durch, wo dort bekannt Gebiet wir, zum sich freven, und hat mir keine Butterbeutel ab. Als wir Butter tranken, kam da ein europäischer Businessmann vorbei, mit einem sehr sinderschen dunkelbleiben Wannig an, einem roten Holzband und einer ladenen Tasche. Ohne Zweifel war der Mann auf dem Weg nach einer wichtigen Meeting. Und vielleicht dachte er, Glenn und ich wären auch gerade auf einer wichtigen Meeting gewesen und freuten uns nicht davon. Er wurde sein halb reich gewesen, wenn wir deuten uns nicht freuen. Glenn und ich trafen uns einmal den Weg taub, um hier bei dem Grand Turkmen Hotel Tennis zu spielen. Wir wären aber hier so in Turkmenistan für eine ganz andere Ursache als das von euch trockener Businessman. Die meisten Fremden, was so weit als das in Zentralasien nennt, kam für eine besondere Ursache, um sein so viel Geld als möglich zu merken, von den Teil Oil als hier alle wen ram wir bei der Kaspian sei. In der Stadt, wie wir hier in Turkmenistan gekommen, um den Glauben von Jesus Christus mitzuteilen. Glenn, wie ein Lehrer, wie in der Lehrerschule, und ich wie hier im Land, wen ich wie hier von einer christlichen Organisation hergeschickt, was sich Jugend mit einer Mission nennt. Von 1988 hat ich mit dieser Organisation geschafft in mehreren Ländern, auch in India, Afghanistan und Turkmenistan. All in meine erste Werk in der El Camino Junior College in Kalifornien an 1923, als ich anfang im Business zu studieren, dann hatte ich auch ein Interesse in die türkischen Menschen, die auf der großen Asienland wohnen, ganz von Türkei bis China. Als ich dann in mein Studentenhaus so überspeden da, dann fühlte ich bei Gott mir sehr, dass ein Tag soll ich in Aschgabat gehen, um durch meinen Glauben mitzuteilen. Ich hatte noch niemand von der Stadt gehört. Deswegen sagte mir der Landkarte ab und sagt, dass das wie die Großstadt, was dann mal Turkmenen genannt wird, in der Sowjetunion. Das sperrt sich Futzen in der Anmeldung jedei. Aber ich weiß das, wenn Gott das will haben, dann wird er das zu der rechten Zeit all passieren merken. Und in 1991 war Turkmenistan als ein selbstständiges Land genannt, nachdem sie 70 Jahre unter dem Militär von der Sowjetunion gewesen wären. Die Bedrohung unter der Sowjet ihre strengen Regeln hatten aber Turkmenistan ihre Ökonomie ganz raufgebracht. Alle Religionen und Glaubens wären unterdrückt worden und die Kommunisten hatten besonders die Christen verfolgt. Turkmenistan ist in der Meer in der türkischen Welt, und der Süden ist Iran, und der Westen der Kaspian See, und der Norden und der Osten der Usbekistan und Afghanistan. Weil die meisten türkischen Menschen auch in Turkmenistan wohnen, sind aber doch ein Teil von da all nach den Überländern gegangen in Afghanistan und Iran. Als dann eine Gelegenheit kam, nach Turkmenistan zu tun, dann hüpfte ich für die Gelegenheit. Nur 13 Jahre, als Gott zu mir geredet hat von Aschgabat, nur wohnte ich da. Meine einzige Ursache, warum ich hier war in Turkmenistan, war bloß Jesus seine Leib mit den Turkmenmenschen mitzuteilen. Das meiste zu beschreiben, probiere ich hier so Menschen zu finden, mit denen wir können in Kontakt sein, sodass andere Christen von anderen Ländern können mit ihren Mutter sprechen und ihre gute Neuigkeit vertellen. Die meisten Christen in Turkmen wir Moslems. So, was jetzt an, ne? Frug Glenn, als der Businessman nu erst nicht mehr zu sein war. Glenn hat seine meisten Frauen mit ab, wenn's, dass wir für am Sössen ausgesprochene Frauen tägen. Und das meint dann, dass er eine Antwort will. Fan, antwortet ich. Ich habe ein paar Menschen von hier an,
wat met mij op de Bibelstudium willen doen. En mijn Russisch leren, dat is ook ganz fijn. Want Turkmen, ook de spreek weer wat in Turkmenistan gereed wordt, blijf Russisch doch de spreek wat in de grotere steden gereed wordt. Wenn dat je zegt, had ik mij aansluiten, ik wil Russisch leren, sobald ik kan. Ik had een vriend, Sergi, wat zei hij wil mij leren. Sergi, we midden in de 20 jaren, en ik weer meer stunden dag met am taub, während hij mij deze zware spreek leren deed. Russisch te leren, weer schwander als ik gedacht had. Ik vond dat we sogar schwander als Farsi, wat ik hier in Afghanistan al geleerd had. Ik deed in Kabul, Afghanistan, in 1928 om Dubin Hospital te schaffen als een verwalter. Dat geleerde, wat ik in Illinois bij Wheaton College geleerd had, mijn business en economie, dat helpt me dus zeer veel. Ik blijf daar in Afghanistan, wat in 1993. Während mijn tijd daar, kon ik nog geen Farsi reden. Ik kon ook nog Zwedisch reden, wat mijn Skandinavien mama me geleerd had van klein aan. De mensen hier in Turkmenistan werden gelukkig nog op te de goede nieuwigheid. Bij de school wordt mij meer als gewöhnlich Frauen gevraagd, wat dat meint in Christ te zijn. Zegt Glenn, en hij deed met zijn hand durch zijn welge lichte haar. Hij nam een paar grote slok water en dan vertelde hij weer. Latere tijd had ik me gewünscht, wie kunnen met de Turkmen in Iran ook in contact komen, hè? Dat is interessant, zei ik, en ik nam mijn bril af, en mijn gezicht immer met een handdoek afwaschen. Ik had krankzinnig gedacht. Een bruidet Frentel kwam op Glenn zijn gezicht nap. Is dat raar, zei hij. Weet, die mensen moeten het ganz stolste volk zijn in de wereld. Ik heer dat du kost den Todesstraf krijgen in Iran, bloß für een satelliet op een dak kan, oder een waselijke movie kijken, oder sogar für een Christ worden. Du bist reich, Glenn, en ik de kop. Aber dat geeft erfolgreiche Wege, wo wir die iranische Moslems de goede Neuigkeiten bringen können. Einer moet er bloß op een rechter Weg doen. Glenn seine grüne Augen kijkte naar mij. En de ween vertelde ik weer. Ik bezocht Iran 2,5 jaar terug. Dat was een interessante ervaring. Alle wegen wo ik ging, vond ik mensen wat er opweren, de goede Neuigkeit te horen. Besonders wanneer ik in ihre Sprache reden door. En ook nog van ihre culturele Weg verstond. Würden kein christliche Turkmen krijgen, zum Iran de goede Neuigkeit brengen in ihre eigene Sprache, wunderbare Dinge können passieren. Dat is de antwoord, bleibt Glenn ruhig in de Augen von zijn gezicht treten sich nun Grinsen. Denkst du als Antwort, wat wir tun können, um dat passieren merken? Ich weiß nicht, antwortet ich. Latere Zeit habe ich den Gedanken gehabt, in Iran zu gehen, um durch Kontakten zu fangen. Vielleicht hast du Antwort, was du kannst schaffen. Wie würden den gutes Paar merken? Du kannst Turkmen reden und ich kann Farsi. Wir würden Farsi brauchen für all unsere Papierarbeit und Regierungsarbeit. In Turkmen, um mit den Menschen zu reden. Jo, aber was wären die in amerikanischer Bass? Frug Glenn. Die tun nicht groß eine Willkommensfoto allein für die amerikanischen Menschen. Ich kick schaftig. Ich bin nicht ein gewöhnlicher amerikanischer Mensch von Südkalifornien. Meine Eltern wären Immigranten. Mama ist von Schweden und mein Pa ist von Switzerland. Und mein Pa zu verdanken, habe ich ein Swiss Pass. Dort ist, wo ich mich so leicht in Iran nennen kann, in diese Ferne rumreisen. Werden du aber beten, und sollen wir uns das nächste Weg geht, schlug Glenn vor. Die nächste Weg trafen Glenn und ich uns war taub beim Hotel am Tennis zu spielen. Zwischen den Games sahen wir uns war durch und vertelten über die Möglichkeiten, in Iran zu tun, um die auszuforschen, wo wir in der Zukunft würden können, die gute Nachrichten heranbringen. Wir folgten noch allebei, dass das wir der richtige Idee. Aber ein paar Troubles wird uns nicht all vorgekommen. Ein von denen wir, dass wir kaum hatten in Iran, wo wir wollen herreisen. Und ohnes, dass wir verhebt wissen, wo wir wollen herreisen, können wir gleich aus der Städte rausreisen, wo die Touristen Freiheit haben zu reisen, und andere Städte besiegen, sein, wo wir können von Jesus vertellen. Nur ein Städtchen länger vertellen, entschließen wir uns, dass wenn Gott uns wird wem schicken, und wenn wir können reisen in Iran, da wird so sein, als wenn Gott uns das grüne Licht gegeben hat. Durch mein Leben habe ich allmals mal Tekens gekriegt von Gott, dass ich wusste, dass ich auf den rechten Weg wäre. Überraschend,
Durf ik je gleich lang wachten. Woets de nächste Nummerdag, als ik im Park zaten daar, nicht weit auf von mijn Apartment, an der Nordenzijde van Ashgabat. In de meeste Nummerdags würden Sergi en ik doorheen gaan om door zijn meierisch te leren. En aan deze Nummerdag, nadat ik had proefd meer Verben uitwendig te leren, wat mir nur schwer werden, dachte ik würde in huis gaan. Mir ging het immer schön, langsam durch den Park te gaan, door wo ik naar de Bus ging, om van door naar huis te fahren. Nicht bloß, wie meine Lektion frisch lehren über diesen Tag, aber der natte Wind, wat de pusten da durch de Bäume, wie möglich, thanks de gewöhnliche hat, wat in diesen Tijd in Ashgabat ist. Als ich durch de grote Put kam von dem Park, sah ich da einen Mann sitzen auf einer Bank. Nicht, dass das Mann zwar unschwer, als die alle anderen Menschen in diesem Park, so als auch viele andere ältere Männer, hat auch heu ein langer Bart, brün Trocken mit einem witten Ham, das gewöhnliche Antreiben von hech eure seine Männer in Turkmenistan. Du wir aber ein bisschen gesessen wird, an dessen Mann, wat meine Antreiben da. Ich ging ein bisschen langsamer und wundert, was ich tun soll. Ich kann nicht Turkmen vertalen, und ich bin noch sehr lang nicht sicher genug in Russ, damit ich in der Sprache mit ihm vertalen. Ich dort aber auch nicht denken, dass die wird Schwedisch oder Englisch reden. En mir fällt ich so, ich soll bis nach der Bus gehen. Aber noch ein anderes Gefall wird durch, dass Gott diesen Mann hier hat für eine Ursache, für mich, um den dort zu treffen. Und du wen, horcht ich dort. Ich ging dahin, nach den Mann, sah mir bis am Doel, en du kapt te arm. Hij du kapt ook en drutste paspapier wat er zwischen ons weer een beetje weer. Ik voelde, waar hij mijn blijven wachsen bezag en mijn gereinet ham. Dat was ganz klar, dat mijn wastrig uitlotende ontreiken en dat ik zelfs zo hoog weer, roodbruine haar, geeft het voets weg dat ik een vreemde weer in dit land. Kost die Engels? Vroeg ik aan in Engels. En hij kijkt ganz fremd naar mij. Sicher versteht hij nicht Englisch. Ich proef frisch. Farsi maar voor mij? Kost die Farsi reden? Vroeg ik. Ballet. Antwoord hij te mijn Überraschung. Salam alaikum, zit rastain? Wie jet die dat? Vroeg ik. En geef aan mijn hand. Kubam chuma, zit reed. Antwoord hij en schadert mijn hand gründlich. Mijn naam is dan Baumann. En ik ben van Amerika, antwoord ik weer in Farsi. Ik ben Rahim, van Iran, antwoord hij. Ik kon dat meest niet geloven dat ik deze onderhouding had. Weil ja wees, zodat ik bij den einzigen Iranier wat in dit park weer. En die weer danach warm en vriendlich. Ik proef me ganz gewöhnlich abzustellen, aber in mijn kop dreht dat säuerbusig met allerhand Gedeihen en Frauen. Kun dit die zijn, wem Gott in Iran für uns, kleinen mij, aus dem Kontakt hat, wie quotaten sie wieder an Farsi. Wenn das Farsi, was ich reden dort, und was heu reden dort in Iran, auch mit unschwer, wie können es dann noch gut verstehen. Ich vertelle Rahim, von wo ich in Amerika wie abgewachsen, und er vertellt mir, dass er ein Turkmen wäre, und ein religiöser Lehrer und ein Muslim in Iran. Wir vertelten auch von unseren Familien. Nachdem wir 20 Minuten vertelt hatten, kann ich das nicht länger uithouden. Ich muss am vertellen, wo Glenn und ich planen eine Reise zu tun nach Iran. Denkst du, das wird eine gute Idee sein? Frug ich. Rahim seine Augen dachten ab. Aber sicher, muss die kommen, ruft er aus. Ich mein das so. Und die müssen bei uns zu Jas sein, die ganze Zeit. Und um das bestempeln, nimmt er ein kleines Büchlein aus seiner Fippe, rollt ein Papier los und schreibt da was ab. Hier, sagt er und gibt mir das. Wenn du ernst Trouble hast, wenn es ein Visa zu kriegen, gibt das Papier nach irgendwem in der iranischen Regierungsoffice. Ich habe meine Adresse da ganz boven geschrieben. Jemanden kommt uns besiegen. Ich will wachen, bis den Freund kommt. Wir vertelten noch ein kleines Städtchen länger und dann sagt Rahim, dass er muss gehen. Wir stünden, gaben uns die Hand und er kickt, wie er dann aus dem Park rausging. Als ich da stund, mit dem Papier in der Hand, war ich erstaunt über was gerade passiert wäre. Das kleine Papier, wir ganz sicherlich das Teken von der Gott will haben, dass wir Glenn und ich sollen in Iran tun. Was das? Wir ein ganz fremder Muslimlehrer merken, ein junger Christ von den Städten anzuladen, aus seinen Jas zu sein, während das Land Iran
Nicht freundlich wie jeden Christen oder Sinne wat von dem Westen käm. Kan dort meist nicht auflernen, klein die Neuigkeit zu vertellen. Die nächsten zwei Uwes wird mir ganz abgerecht ab dem Weg, durch die Stadt in sein Haus. Ich vertelt am von der Tuptrafen im Park mit Rahim und dat hij hat ans angelot, nach Iran zu kommen. Glenn hat auch gute Neuigkeiten. Überzeugt, dass uns Reiseplan eine gute Idee wäre, hat er ein paar andere von dem Plan vertelt. So kam dort, dass ein anderer ausländischer Lehrer auch wohl mitmachen mit unserer Reise nach Iran. Sie nennen wir Greg und er wird 20 Jahre alt. Greg kann ganz viel Russisch vertellen. Dort wird uns nutzbar sein auf unserer Reise. Die Trouble wäre, dass wir bloß ein Amerikaner und dort kann sein, dass wir Trouble haben, ein Visa zu kriegen für Iran. Glenn hat aber noch ein anderer, was du auch will mitmachen. Er wird ein christlicher Türk, sie nennen wir Mustafa, und er hat einen Fahrer, was er in Iran will besiegen. Mit Greg Taub, den er von Russisch kann, und Mustafa, den er wem hat, wenn wir besiegen können in Iran, doch wird das wegen guter Plan, wenn sie mitreisen. Nicht Trouble zu machen, dachten Glenn und ich so, das würde eine gute Idee sein, wenn wir alle apart ans Visa anregen würden, sodass die nicht auf den Verdacht kommen, dass wir taub wollen eine Reise machen. Glenn und ich deuten unsere Visas ein paar Jahre eher anregen als die anderen. Freunde hatten uns vertellt, dass die Iranien Plätzen wir so ein Bild auf den Verdacht, wenn Ausländer wollen in Iran kommen besiegen. Die nächsten zu Uwes, als ich dann wohl mein Papier uitfallen, zu mein Visa anregen, nicht, dass ich euer nicht habe, so Form uitgefällt. Ich habe all über 50 Länder in der Welt besucht. Das iranische Papier, wie kriegst du es die jeweilige andere? Die erste Frau, wo bist du geboren, schreibe ich Santa Monica, California, in den States. Und bei der nächste schreibe ich mein Geburtsdatum an. Bei der dritte Frau aber, wo mein Bürgerreich wäre, du schreibe ich Swiss an. Das wäre auch reich so. Wenn in Switzerland wird gesagt so, dass wir immer durch ein paar Eltern haben, die in Swiss geboren werden, die können mit voller Reich in Swiss Pass haben. Ich weiß dort, dass die Iraniens würden kein Trouble damit haben, zu glauben, dass einer kann durch hören, von wo der Führer geboren wird. In der östlichen Welt wird es so, dass du, wo der Führer geboren wird viel besser als du, wo die Mama geboren wird. Die nächste Frau muss ich über ein bedenken. Das fragt du, hast du 2 Bürgerreichs? Ich weiß dort, wenn ich hier handschreiben ja, und du handschreiben, dass die zweite wir die Vereinigten Staaten, dann würde ich in Trouble kommen, dass ich mir einmal nicht ein Visa kriege. Ich kann nicht schreiben, wenn dort wird dann sein Lehen. Schließlich entschloss ich mich, ich würde beslarig laden. Dort kann ein jeder einer sich denken, dass ich 2 Bürgerreichs habe, wenn sie würden lesen, dass ich in Amerika geboren wäre. Den nächsten Tag brachte ich das Papier nach der iranischen Regierungsoffice, wo der Suchmacherin und abgeräumt sagt. Du wirst keine Lehn bei den Dash und so ging ich kurz nach. Der Mann kickte im Bett über das Papier und dann frug er mich, wo in Iran ich will hinreisen. Ich gab ihm das kleine Papier, was er mir gegeben hat. Seine Augenbrauen deuten im Bett nach Hech, aber dann leert er das 3 taub und gab mir das 3. Er schrift im Bett was auf mein Papier ab und sagt, ich soll am 2 Weg wieder 3 kommen. Aber dann würden die Papiere all durchgearbeitet sein und ich würde warten, als ich heute Visa gekriegt. 2 Wochen später kriegte er den Tag und in Hofsnummerach mögt mir am Weg nach der iranischen Regierungsoffice. Ich bin nervös, als ich dann in den Dash ging, aber zu meiner Überraschung bin mein Visa durchgekommen. Ich spürt mich, nach Glenn sein Haus am Amt zu vertellen, dass wir würden bald auf dem Weg sein.